zusammen, da ist der Chris oder der Crown Cletus. Wir waren jetzt hier auf dem Weg gerade ins 4. Level. Und das 4. Level ist ganz cool, weil man hier der Sands ab kann surfen. Und ich wollte euch natürlich gerne erzählen, upsala, wo man die verschiedenen Symbole findet. Jetzt ist es noch so, wenn man durch 15 von diesen Toren durchflitzt, gibt es noch irgendeine Trophäe oder so. Aber um das erste Symbol zu bekommen, bitte ich euch hier links durchzuziehen beim ersten Turm. Dann haltet ihr nach rechts, zieht hier in der Mitte über das kaputte Monument drüber, bekommt das erste Symbol, könnt hier chillig weiter den Hang runtergondeln. Zwischendurch macht er noch ein paar Sprüngli, wenn er auf diesen Schänzchen drüber zieht. Ein 180, ein chilligen. Und jetzt müsst ihr schauen, wenn ihr hier vorne rauskommt, müsst ihr euch dann gerade rechts halten. He? Sprung. Und jetzt seht ihr, schnell ein bisschen fliegen. So, und dort hinten. Ah, okay, ist noch ein anderes Käibchen wieder mal im Spiel. Und wir bekommen auch gerade eines von diesen Symbolen. Somit das zweite von diesem Level. Haha, dieser freut sich schön. Also gut, jetzt könnten wir eigentlich schon direkt dort zu diesem Tor ziehen, aber wir wollen es so machen, dass wir alles holen. Und für das ziehen wir hier ganz, ganz weit hinten. Ihr seht dort, wo die Stofffätzchen in der Luft rumschweben, dort wollen wir her. Ihr könnt ja bekannterweise den Kreis gedrückt halten und dann pushen die ein Stückchen in die Luft, fliegen hier rauf und dann kommt ihr hier zum ersten von 2 Bildern in diesem Level. Wunderbar. Herr Drang, der freut sich richtig. So, und um jetzt von hier unten zu diesem Tor zu kommen, oder auch falls ihr das zweite Symbol hier oben verhängt habt, könnt ihr hier die 4 Stoffbanner aktivieren. So. Jetzt ziehen wir hier noch einen weiter zum dritten. Ja, das lenkt auch gerade nicht. Oh, er gelangt schön. Die fragen euch vielleicht, wieso das zum Teil so am Bildschirmrand so weiss ist. Das signalisiert eben eigentlich, wo der zweite Spieler, der Kollege, unterwegs ist. Schalten wir hier noch 4 an. Jawohl. Und jetzt wird sich der rote Boden öffnen. Ein paar Stofffetzen kommen raus und die helfen uns dann weiter raufzuschweben. Jetzt weiss nicht, ist euch aufgefallen, das Muster auf dem Mantel vom anderen Spieler, der jetzt auch noch dabei ist. Das war ja schon relativ ausgeprägt. Das ist die Maximalstufe, das heisst, er hat das etwa schon 3 Mal durchgezockt. Und wenn wir uns berühren, wird die Energie aufgeladen, immer chillig. Jetzt könnt ihr hier rüber zu diesen Stofffetzen und wie gesagt, ob ihr jetzt noch zum Symbol müsst oder hierher, könnt ihr ein bisschen auffliegen, Kreis gedrückt halten und ihr werdet richtig weit aufgespickt und könnt dann noch den Rest vom Weg hier rüber fliegen. Und hier seid ihr jetzt schon beim zweiten Surfteil. Hier einfach unbedingt schauen, dass der links durchgeht wieder vom ersten Turm. Dann kommt durch das kleine Tal. Jetzt wenden wir nach links wenden und vorne nach rechts über die Klippe. Ihr seht, wie das Stoffteil, das hier drüber ist. Und wenn es richtig läuft, sollte ihr genau mitgedreht werden. Und zack, landet hier gechillt. Und könnt dann das dritte und letzte Symbol holen. Auch wenn ihr schnell durchzieht, es wird euch folgen. Ist also gar kein Problem. Jetzt ich übertreibe es natürlich ein bisschen mit dem Fliegen. Ihr könnt das alles auf den Boden zurücklegen, ist natürlich kein Problem. Sieht schon ganz flashig aus hier, wirklich. Ganz nice gemacht.
schmaler ist. Und jetzt geht so das Loch sehr ab. Der letzte Teil der Abfahrt. Da gibt es eigentlich nichts mehr gross zu machen oder zu holen. Kann man noch ein bisschen über die Schänzchen springen. Schönes Salto jetzt hergelegt, das Käibli. Finde ich schon noch cool, dass sie das noch ein bisschen eingebaut haben. Dass er auch noch ein paar Sprünge macht. Und jetzt geht es so richtig schnell das Loch durch ab. Das ist hier die verlassene oder verlorene Stadt. Jetzt hier über den Abhang drüber. Hier geht rechts halten. Und dann könnt ihr hier ein bisschen... Nein, es spielt eh keine Rolle, wo ihr mich haltet und wie auch immer. Weil die Sache ist die, ihr werdet runter müssen fallen. Genau. Weil hier vorne ist auch das Levelende. Aber bevor ihr dort hergeht, könnt ihr hier noch links rüber gehen, wenn ich mich nicht täusche. Und hier hinten gibt es dann noch das zweite und das letzte Bild, das man aktivieren kann. So. Das Käibli ist auch hier, genau. Gehen wir noch schnell schauen. Zu diesem Platz. Jawohl, wir haben alle 3 Symbole einkassiert, das ist tipptopp. Und bevor ich jetzt hier das beende, möchte ich euch noch Folgendes zeigen. Wenn ihr also gerade vis-à-vis vom Ziel vom Level den Hang noch ein bisschen hochlauft, dann seht ihr dort oben links ist ein Balken ziemlich weit unten. Und was für eine Überraschung, auf den kann man draufstehen. Und ja, das jetzt schon ein paar Mal probiert. Es ist nicht ganz einfach, aber es klappt auf jeden Fall. Zuerst wählen wir uns mal hier die Schräge auswählen und versuchen hier mal ein bisschen auf diesen Vorsprung drauf zu kommen. Jetzt hier muss man immer ein bisschen vordrücken, weil er sonst abrutscht. Versuchen hier jetzt weiter aufzuschweben bis an diese Kante. Das hat nicht ganz gelangt, schade. Und das Problem ist einfach immer, an diesem Steilhang oder an dieser Wange besser gesagt, rutscht man immer ein bisschen runter. Darum kann man sich auch nicht wahnsinnig fest aufladen leider. Selbst mit dem weißen Mäntel ist es nicht ganz so einfach. Vor allem, weil einem hier Perspektivenabbau und Strich durch die Rechnung macht. So, und jetzt probieren wir es doch noch einmal, auf die Kante zu kommen. Das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht. Also gut. Ich würde sagen, machen hier schnell Stopp, weil ich das Zeug aufgenommen habe, als ich aufgeglitscht bin. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und dann würde ich sagen, Moment schnell, das kommt auch noch einigermaßen gut. Jetzt sind wir hier komplett aufgeladen. Ihr habt gesehen, wo ich gestanden bin. Nein, es reicht gleich nicht. Wobei, wenn wir hier ein bisschen an der Wange entlang schrammen, das reicht eben auch nicht zum Aufladen. Also gut, wo ich vorhin angefangen habe, mache ich jetzt so weiter. Ich habe das aufgenommen, werde euch dort noch kleine Glitscher-Session zeigen am Ende von diesem Video. Aber vorher machen wir jetzt uns hier auf dem Weg zum Ende vom 4. Level. Keine Ahnung, was dieser vorhat. Mal schauen, der kommt auch mit. So, dieses Käibli sitzt jetzt auch dort. Der schaut vermutlich noch die Zwischensequenz. Schnell schauen. Oder ob er vielleicht ausgestiegen ist. Ein kleines Tänzchen drum. Nein, schau, dem ist es schon ernst.
Gut. Ziehen wir hier Richtung Levelende. Und das war es jetzt für das 4. Level. Jetzt kommt noch ein kleines Special mit dem Geglitschen. Kurzer Ausblick auf das 5. Level und wünsche euch einen schönen Macht's gut.